Natürlich mit allen Mitwirkenden ausgearbeitet und Koordination hat der Stefan gemacht. Und ich finde es ein Sonderapplaus wert. Super. Und danke, dass ich immer ohne. Er war auch schon vor 2 Jahren aktiv in der Sache. Und ja, das Programm ist jetzt mal wirklich schön. Jetzt kommen wir noch zu den sogenannten Randoris oder Randori, je nachdem wie die Betonung ist. Hier einfach mal eine kleine Erklärung. Randori heißt streng übersetzt freies Üben. Das heißt, ja, es wird einfach alles, was im Training so gelernt wird, versucht anzubringen, ohne dass man spezielle harte Krafteinsätze mitbringt. Hier hat der Stefan das Kommando Hashimi gegeben, das heißt kämpft. Und erst wenn der Trainer dann das Mattenkommando zum Abbruch gibt, dann hören die auf. Vorher wird immer weitergemacht. Sie machen es jetzt auch nur im Stand oder wenn sie runterkommen, also in die Bodenlage runterkommen, stehen sie gleich wieder auf. Einfach um zu vermeiden, dass sich jemand wehtut, weil der andere vielleicht drauf fällt. Man könnte hier auch in der Bodenlage weiterkämpfen und alles mögliche andere noch machen, also Haltegrifftechniken, Würge- oder Hebeltechniken. Und man sieht, jetzt war das Kommando Matte. Matte heißt unterbrechen, halten, stoppen. Und diese Kommandos sind natürlich auf der ganzen Welt gleich, sind international, kommen auch einfach aus Japan, so wie der ganze Sport, der noch gar nicht so alt ist. Judo gibt es seit ca. 1880, also 1882 hat ein gewisser Jigoro Kano die erste japanische Judo-Universität gegründet, den Kodokan in Tokio. Und dieser Jigoro Kano war übrigens ein Student von einem deutschen Professor in Japan, der diesen Jigoro Kano dazu animiert hat, ein gewisser Pelz. Das nur nebenbei einmal. Hier sieht man jetzt die verschiedensten Techniken, nicht nur die, die vorher gezeigt wurden, sondern einfach alles, was den Kerlen da droben auf der Matte einfällt. Und die Mädels natürlich. Aber in dem Fall sind die Mädels auch ganz forsche Kerle. Im Gegenteil, manchmal bei den Mädelmeisterschaften hat man den Eindruck, die sind noch aggressiver, noch verbissener oft einmal, um zum Sieg zu kommen, als die Burschen. Danke. Aber ich habe die Techniken nicht abgesprochen, oder? Weil es jetzt die gleichen macht. Macht nichts. Man hat immer so ein gewisses Repertoire, das einem während so einem Randori einfällt und das versucht man durchzuziehen und zufällig hat halt der andere die gleichen Gedanken. Nochmal ganz kurz zu den Gürtelfarben. Sie sehen hier alles gemischt. Orange, grün, grün, braun im Moment auf der Matte. Dann haben wir noch blaue Gürtel, gelbe, weiß-gelbe gibt es auch. Der weiß-gelbe ist bereits der erste, den man erst tragen darf, wenn man eine bestimmte Gürtelprüfung abgelegt hat und auch die Prüfung bestanden hat. Und das Programm, die Anforderungen werden natürlich bei jeder nächstjährigen Gürtelprüfung höher geschraubt. Und diese farbigen Gürtel von weiß bis braun nennt man Kyograde oder auch Schülergrade genannt. Und dann mit dem schwarzen Gürtel beginnen die Meistergrade, die Dan-Grade. Und auch hier gibt es insgesamt 10 Stück, 10 Dan-Grade. In Deutschland weiß ich bloß am 8. oder mehrere 8. Dans. Aber etliche Japaner gibt es schon mit dem 10. Dan auch.
Weil da ist ja dieser Echtkontakt und so. Das ist ganz schön abhängig. Ja. Ohne Schmerz ging da nichts. Sie sehen, auch wenn man merkt, hinter mir liegt jemand, man kann seine Bewegung auch etwas stoppen im Wurf und einfach damit verhindern, dass jemand irgendwie mit einem blauen Auge davon saust. Dani, fahren wir weiter? Da habe ich meine Kinder schon. Echt? Ich wollte erfahren. Ja, also schon nicht so lange her. Das ist doch, also ich weiß nicht mal. Ich habe erstmal, war ich vielleicht 18, habe ich angefangen mit Fußball spielen, ein paar Jahre. Und dann habe ich, aber ich weiß nicht mal, ich war 24 oder sowas, habe ich dann das angefangen. Und dann irgendwann aufgelöst worden, das gab es nicht mehr. Und dann habe Die Brille wäre Versicherungsfall wahrscheinlich. bevor ich die anderen nicht glaube ich. So, danke dafür. Rein vom Programm her, was ihr jetzt drauf habt, haben wir es eigentlich, ich weiß nicht, hast du noch irgendeine Botaniken auf Lager? Nein, lassen wir es bleiben. Ich glaube, die haben sie jetzt geplagt genug und ich würde sagen, ihr werdet euch schön stark zum Abgrüßen bereithalten. Und ja, eine kleine Korrektur hätte ich noch. Es liegen an den Mattenecken so Flyer rum, die von allen 3 Vereinen, die hier heute beteiligt sind, die Ansprechpartner, die Telefonnummern, die Möglichkeiten für neue Kurse oder Eintritt aufzeigen. Es ist ein kleiner Fehler passiert bei uns, beim Judo-Club Freising, steht drauf, nächsten Montag am 19.09. Also heute ist zwar nicht Montag, aber Montag ist auch nicht der 19., weil der ist heute, also am 21. geht's los. Das war ein kleiner Fehler, kein Problem. Wer Interesse hat, am Sternplatz oben an der Schule in der Eckerstraße, einfach vorbeischauen. Zeiten stehen drauf. Gibt's noch Minken? Ja, ich glaube, da gibt's keinen. Aber du kannst ja mal gehen. Nein! So, danke fürs Zuschauen. Ich finde, Sie waren sehr aufmerksam. Einfach rundherum auch nochmal danke an alle, die teilgenommen haben. Und ich finde, wir haben es ganz super fundig gemacht. So gut wie fehlerfrei. Und selbst in der Wolfi, der hat sehr wenige Kinder zugeschaut. Auch nochmal danke an dich. Auf alle Fälle, wie gesagt, wenn jemand Interesse findet oder gefunden hat, es sind alle 3 Vereine, stehen gerne zur Verfügung, wenn jemand in den Judosport einfach mal reinschnuppern will. Es kann einfach Spaß machen, wie jede Sportart. Und wer den Spaß einmal gerochen hat, der bleibt länger erhalten. Okay, danke nochmal und für Miteinander. Wiedersehen.